Wir haben jetzt gesungen, mache meinen Glauben groß. En dat is van wat ik reden wil, van geloven. We hebben feesten nog wel van geloven. En geloven is wichtig. Mijn titel voor de boodschap is een geloven leven. En Römer 1 vers 17 en het laatste poort zegt dat de gerechte zal durch zijn geloven leven. En hoe wichtig is dit geloven? God verlangt geloven van ons. En van Anfang an, ganz am Anfang ist noch bloß Adam und Eva in den Garten gehen, verlangt Gott auch Glauben von ihnen. So Glauben, Gott verlangt Glauben von uns. Gott hat ja in den Garten einen Baum gesagt und der sagt Adam und Eva, von dem soll ihr nicht essen. Dann den Tag, wo die davon essen, war ich gestorben. Und so, sie wussten noch gleich, was Sinn wird, wir noch keine Sinn. Sie wussten noch gleich, was sterben meint. Aber sie mussten das bleiben. So Gott verlangt Glauben. Und von Anfang an hat Gott Glauben verlangt. Und wir finden das im Alten Testament, wir finden das im Neuen Testament. Alles, was Gott uns versprochen hat, sehen wir durch den Glauben. In Hebräer 11 Vers 6 sagt, dass ohne Glauben ist das allmählich Gott hier gefallen. So das ist so wichtig, Glauben ist. Ohne Glauben ist das allmählich Gott hier gefallen. In Jakobus 1 Vers 7 und 8 sagt, dass wer da twiebelt, die dürfen nicht glauben, dass er was von Gott betreten. Das sage ich, ein Twiebler, der ist all seine Wege hin und her. Und das so das ist, wenn wir twiebeln, dann darf wir überhaupt nicht uns darauf verlassen, dass wir von Gott betreten wollen. Und das sage ich, Hebräer 11 Vers 6, dass wir Gott kommen will, der muss glauben, dass Gott ist und dass er die belohnen wird, die am ernstlich siegen. Und in Römer 14, Vers 23 sagt, dass was nicht in den Glauben kommt, das Sinn. So ohne Glauben ist allmählich Gott gefallen, und was nicht in den Glauben kommt, das ist Sinn. Und aber das ist auch wichtig, was wir glauben tun. So, wenn die von der Tag würden fahren, die Menschen fragen, was sie glauben, wir würden verschiedene Antworten kriegen. Einer würde sagen, ich glaube das, und einer sagt dort und so, verschiedene würden die sagen. Und dann merken die Menschen eine Entscheidung, wo sie wollen sein. So, was sie fragen und was sie glauben, was ihnen passen, das, was sie dann, das Beste beipassen, dann das, wo sie dann fertig hingehen. Und das scheint so von der Tag, das sind viele Menschen, die beten ab Menschen. Und wir sollen nicht ab Menschen beten, aber wir sollen uns ab Gott verlassen, ab Gott sein Wort für uns verlassen. In 1. Korinther 2, Vers 5, da sagt Paulus, den Glauben soll sich nicht nur menschliche Weisheit richten, aber nur Gott seine Kraft. Und in Jeremia 17, Vers 5 sagt er, das ist, was der Herr sagt. Ich will den verdammen, der sich auf Menschen verlässt, und auf die Kraft von Manna, und nicht sein Vertrauen auf den Herrn sagen das. So wie man uns Vertrauen auf Gott sagen, nicht auf Menschen beten, aber uns Vertrauen auf Gott sagen. Und mein Text ist Römer 1, Vers 16 und 17. Und da sind zwei verschiedene Dinge. Da sind erstlich sei wir das durch, wo wir durch den Glauben gerat werden. Und dann zweitens sagt es durch, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. So erstens, wir werden seilig durch den Glauben. Und durch den Glauben leben wir uns Christenleben wieder aus. Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17. Sagt er, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus, dort ist Gott seine Kraft, all die seilig zu merken, die daran glauben, erstens die Juden, dann aber auch die Griechen. Dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben die Reich merkt, und wo die Glauben immer zunimmt. So ist geschrieben steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. So, das ist wichtig, was wir glauben, dann, besonders wenn wir an unsere Seiligkeit denken, dann, dass wir dort gehen, was Jesus Christus für uns getan hat. Und wir sehen, dass viele Schriftstellen, dass wir sind nicht durch die Satzrat, aber durch die Gnade. Und dann kann ich mir die Frage, was ich will überlesen, ich werde bloß überlesen und nicht viel über sagen.
waar die überlesen en dan waar we met zijn, waar we eerstens te den Glauben komen, waar we dat eeuwige leven kriegen, durch Glauben en dat niet uit onszelf, maar durch werken. So ik werde mehrere Versen lesen. Erstens Galater 2, Vers 16 sagt Paulus steht, weiten, dass ein Mensch nicht durch das Gesetzholen gerecht wird, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben selbst an Christus geglaubt, um durch den Glauben an Christus gerechtfertigt zu werden. Weil durch das Gesetzholen kann kein Mensch gerecht werden. Und dann Galater 4, Vers 4 sagt er, wenn die durch das Gesetz wollen gerecht werden, dann haben die ihn von Christus losgemerkt und sind von der Gnade aufgekommen. Und dann Galater 3,10 sagte, wer sich abweichen in den Gesetz verlässt, ist unter einen Fluch. Wer in der Schrift sagt, verflucht ist jeder einer, der nicht alles hält in das, was im Gesetz geschrieben steht. Und wie weit die Bibel sagt, kein Mensch hat damals das ganze Gesetz geholt, und kein Mensch wird damals das ganze Gesetz holen. So, wer sich auf das Gesetz verlässt, der ist unter einen Fluch. Und dann Galater 3, Vers 11 sagt er, dort ist klar, dass durch das Gesetz kein Mensch vor Gott gerecht ist, weil wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. Und dann Galater 4, Vers 4 sagt er, unsere Hoffnung ist, dass wir durch den Glauben, durch den Heiligen Geist und durch den Glauben vor Gott gerecht wurden. In Johannes 3, Vers 36 sagt er, wer an den Sinn glaubt, hat das ewige Leben. Und wer den Sinn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sein, aber bleibt unter Gott seinen Ohr. Und dann sagt er in Galater 3, Vers 8, sagt er, die Schrift seht das all im Verüt, dass Gott die Völker durch den Glauben gerecht merken wird. Und predigt du wen all zu Abraham und seht, durch die sollen alle Völker gesehen werden. In Paulus brucht ein Bild von Abraham in Römer Kapitel 4. De Rede von Abraham und sagt, dass Abraham glaubt und dort wird amos seine Gerechtigkeit angerechnet. Und er sagte wieder, ein Arbeiter, sein Lohn wird nicht angesehen als ein Geschenk. So, ein Arbeiter, wenn wir was tun, dann haben wir uns das verdient und dann wird uns betont dafür. Und was wir uns verdient haben, in Römer 6, Vers 23 sagt, dass der Lohn, der den Sinn tut, ist der Tod. So, wenn wir wollen nicht dort gehen, was wir uns verdient haben, weil der Schrift sagt, wir haben uns verdient, ewig verloren zu gehen. So, dort verdient. Dort, was der Mensch sich verdient hat, dort ist, was der Lohn ist dafür. Aber er sagt auch wieder, über Gott schenkt er das ewige Leben. Und das sagt in Römer 4, Vers 4, sagt er, über den, der nicht mit Worken angeht, über an den glaubt, der die Gottlose gerecht merkt, den wird sein Glauben aus Gerechtigkeit angerechnet. So, was wir uns verdient haben, wir haben uns verdient, verloren zu gehen. Und das, was der Lohn, was der Mensch dafür trägt, wenn der nicht sich auf die Not verloren. Also keiner von uns wird schon sagen, dass Gott wie schuldig uns zu raten. Sind ja das gleich. Was wir uns verdient haben, sagt er, erst den ewigen Tod. Und das sagt, dass alle Menschen sind zu Gott gekommen, alle Menschen sind Sünder. So, das ewige Leben ist eine Gabe von Gott. Und das sagt wieder, dass Abraham wir versprechen, dass er noch ein Führer werden über viele Völker. Und er wird alt und das geht nicht. Und für Menschen sollte besein, wir dort steigt nicht alt. Das sagt, er wir all 100 Jahre. Und das sagt, er zwiebeln nicht und dort, was Gott am Versprechen hat. Das sagt in Römer 4, Vers 20, sagt er, über an seinen Glauben zwiebeln er nicht und dort, was Gott am Versprechen hat. Er wird im Glauben immer stärker und gibt Gott die Ehre. In 21. Vers sagt er, und er wird sich ganz sicher, dass Gott am dort geben kann, was er am Versprechen hat. So er wird sich ganz sicher, dass Gott am dort geben, was er am Versprechen hat. Und das sagt auch, dass sein Körper wird sogar aus Todal, und seine Mutter lebt, wie sogar aus Todal, so wie er all kein Leben werden.
Aber das Zeichen, er darf nicht nur an Glauben, er twiebelt nicht. Und dann in 23. Vers sagt er, dort ward er, in 22. Vers sagt er, doorwegen wordt ander als gerechtigheid ongerekend. In dit beeld brengt Paulus hier zum Answiesen. Die sagen in 23. Vers, dort wordt er nicht bloß am Oberhand sind Haulen geschrieben, in der 24. und 24. Vers sagt er, über auch am Ansholen willst wie leben und den, der Jesus von Tod abwirkt. Der durch Handgegeben wird, für andere Sinnen zu sterben und von den Tod abgeweicht wird, dort wir können gerecht vor dich werden. So hier sei wieder, Paulus bringt das Bild hier, und er sagt jetzt nicht bloß am Oberhand sind, werden geschrieben über und Ansholen, ne? Er bringt das Bild hier, kriegt das Oberhand läuft und dort wird für seine Gerechtigkeit angerechnet. Und wenn wir werden leben, das ist der Strafzeit, dann wird uns angerechnet werden aus unserer Gerechtigkeit. Und dann Jakobus 2, Vers 23 sagt, dass, und so wird dort, so aus der Strafzeit, Abraham bleibt Gott, und dort wird aus Gerechtigkeit angerechnet, und er wird Gott sein Freund. Abraham bleibt, und da wird angerechnet, dass seine Gerechtigkeit, und er wird Gott sein Freund. So wie kann doch Gott sein Freund sein, wenn wir wollen bleiben? Nicht mit unseren Worten, aber wenn wir wollen bleiben. Aber wenn wir denken und leben, ich glaube, die Bibel, wenn das redet von Glauben, wir haben das vielleicht, sehen das vielleicht nicht so an, wir glauben vielleicht, ja, mal sagen, wir glauben, was mal in reden. Und wir wissen aber, was das war, nicht? So, das ist vielleicht ein bisschen, wie Glauben anchecken dann, oder so wieder benehmen dann, aber wenn die Bibel redet von Glauben, dort redet von, das ist eine Gewissheit, das ist, was wir wissen können, nicht? Und das sind Vertrauen, absoluten, was Gott gesagt hat, was er uns versprochen hat, das haben wir uns absoluten, und wir verloten uns dort, dort hat dort was geben, was er uns versprochen hat, dort erst der Glauben. Mit ununwacken als der Glauben dort, wie man das annehmen und vertrauen, dass Gott was uns geben, was er uns versprochen hat, dort ist was Glauben ist. In Hebräer 11, Vers 1 sagt, dass der Glauben ist eine Gewissheit, dort wir dort kriegen, worden ab was wir hoffen und nicht einzweifeln und dort was wir seien. So hier sagen wir dort, der Glauben ist eine Gewissheit, der Glauben ist ein Weiten, dass wir dort kriegen wollen, was Gott uns versprochen hat. Und dort wenn wir nicht wollen und zweifeln. So Gott sagt, wenn wir der Glauben, dort ist eine Gewissheit. In Hebräer 11, Vers 7 sagt dort, dass den Glauben auch nur darauf, was Gott sagt im Bild, dort schärft, seine Familie zu raten. Gott redet über Sachen, wovon noch nichts zu sein wir. Durch den Glauben darf er die Welt Urteil in all der Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. So wir sehen das hier von Noah. Gott befahl ihm, dass er soll einen Schatten machen, er soll über Wutter kommen, und er soll einen Schatten machen, seine Familie zu raten. Und Noah, der bleibt dort. Aber was er hernach? Er ging und er dort, was Gott gesagt hat. Gott redet haben, Dinge haben, wo er noch nicht von zu sein wir. Aber er zweifelt nicht an. Er denkt, führt bloß in das, was Gott ihm gesagt hat. Und das ist, was Glauben ist. Wir nehmen das aus wahr, was Gott versprochen hat. Und das so, dass man unsere Seligkeit auch schaffen hat. Wenn wir viele Menschen sagen, wir sie glauben, dass er ein Gott ist, und sie glauben, dass Jesus gestorben ist. Und ich weiß, ich glaube, dass auch ein Zeit mal, und dass wir für mich eine treue Geschichte, wo Jesus hat muss leben. Aber auf einmal hat Gott mir die Augen merken, dass wenn du ein Wort glaubst, dass Gott Jesus das von dort abgewirkt hast, dann wirst du selig. Dann auf einmal gingen mir die Augen auf und ich sage dort, nie sage ich das anders an, ich sage dort wir für mich, dass wir nicht bloß, dass er gestorben wird oder dass nicht schlecht wird, aber wir für mich persönlich, und ich nehme das an, so dann sage ich das ganz anders an. So ich glaube und ich vertraue Gott, dass das hast du für mich tun und ich nehme das an. Und dort ist, was Glauben ist. Kriegt es Noah, die aus dort Wuterkheim, wenn er dort Schabieren, die warnen, die die Menschen warnen, dass sie sollen umdrehen. Und aus dort Wuterkheim,
Hij had het schap gebied, dan het goed is time, hij steeg aan het schap neer. So hij glaubt, aber hij deed niet best glauben. Hij deed ook wat hij glauben deed. Zijn werken bewijzen dat wat hij glauben deed. En dat is waar man aan de Seiligkeit schaffen dat. Man wie und Jesus Christus glauben und uns durch verloten, dass hij ons raden wordt, dat krijgt ze en glauben stopt wie aan dat schap neer. Wir können sagen, wir glauben, aber wenn wir nicht guten Land starten, dann würden wir hier bleiben, nicht? Das ein Verlecknis, wenn wir würden uns ein Plane-Ticket in Mexiko fliehen und wir hatten das Ticket an unser Hang, so wir wussten, dass wir glauben, dass wir nicht glauben, dass wir würden in Mexiko fliehen. Die Pläne flüchten, da in der Stunde flüchte hier war. Und dort glauben wir ganz rein, und 4 Stunden later, wenn wir nicht machen können, dann würden wir in Mexiko sein. So dort würden wir ganz glauben. Aber wenn wir dann nicht würden an den Plänen anstehen, was würde uns dort halten, wenn wir dort nicht glauben? Das würde uns nicht halten. So das ist, wo wir dort mal annehmen, für uns persönlich, was Gott getan hat. Kriegt es Noah und seine Familie damals, wird die Rat von der Welt in die nächste Welt nennen, an denen dort seine Schatten anstarten, dann kriegt es, wie von das Leben und das ewige Leben ankommen, in den Himmel ankommen, wenn wir wollen und dort schaffen, dann starten und dann schafft das Jesus Christus ist. Das sagt, das Leben ist in Christus und wer in Christus ist, hat das ewige Leben. So, wenn wir wollen und dort schaffen, und dann wollen wir von das Leben und der nächsten ankommen, kriegt es Noah und seine Familie damals da. Aber wenn wir nicht glauben, die glauben, unglauben, dass allmählich Gott hier fallen. Aber wenn wir nicht glauben, was dann? Du hast bloß eine Sinn, was Gott nicht vergeben wird, und das ist Unglauben. Wenn wir wollen in uns Unglauben bleiben, dann habe ich keine Vergebung. Du hast keine Vergebung für. Das ist der einzige Sinn, wo keine Vergebung für ist. Die Unglauben. Und Menschen in Unglauben bleiben, Vorsäulen in Unglauben, dort werden sie nicht Vergebung verkriegen. Hebräer 3, Vers 19 sagt das, so. Und das redet hier von den Israeliten. Gott hat die Ägypten mitgebracht, die wir in der Wildnis nennen, und sie können nicht in Kanaan nennen. Warum nicht? Das sagt in Hebräer 3, Vers 19, sagt es, so sei wie dort, dass die nicht kommen können, weil sie nicht glauben. So sie können nicht nennen, weil sie nicht glauben. Und in Johannes Kapitel 8, Vers 22, da sagt Jesus, du werden sie rechtgehen, dort die an jene Sünden sterben würden, willst man die nicht glauben. Dort achte sie, der er vergibt, zu senden, wo sie an jene Sünden sterben. So, wenn sie würden an Unglauben bleiben, seht Jesus dann, wo sie an jene Sünden sterben. An Unglauben bleiben, dort durch keine Vergebung für. Und dann 1. Johannes 5, Vers 9, in Vers 9 bei einlesen. Und wenn wir das ernstlich betrachten, dann würden wir uns gleich schuldig finden, ich weiß, ich habe mich schuldig gefällt, wenn ich habe gesagt, es stimmt uns einmal, dass er weiß, dass er Rat wird, dass er das ewige Leben hat. Und ich sagte, wir können das nicht weiten. Ich sagte, du musst das nicht sein, dass die selbst verdammen. Und Luther sage ich das an, und ich habe bekannt dafür, dass ich das gesagt habe. Wenn wir sind sein, dann sagt die Schrift, dass wir dann Gott lernen mehr. Wenn die sagen, wenn wir dort nicht glauben und das glauben, dann wollen wir an unsere Sünden sterben. Und hier in 1. Johannes 4, Vers 9 sagt das, wenn wir auch glauben, was Menschen sagen, können wir noch sicherer glauben, was Gott gesagt hat. Sein Zeichen ist noch gerade. Und Gott sagt, dass Jesus Christus sein Sehen ist, dass Jesus Christus sein Sehen ist. Wer an Gott sein Sehen glaubt, weit bei sich am Hort, dass das so ist. Wer Gott nicht glaubt, nennt Gott damit ein Lehner, weil es halt glaubt nicht. Er glaubt dort nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat, und das Leben ist an seinen Sehen. So Gott hat gesagt von seinen Sehen, dass das ewige Leben ist an seinen Sehen. Und sagt, wenn wir dort nicht glauben, dann lernen wir Gott ein Lehner. Jetzt sagt, wer den Sehen hat das Leben, wer den nicht hat das Leben nicht. Und dann der 13. Fall sagt,
Dit habe ich geschrieben, dass die dort leben, dass die dort weiten, dass die dort ewige Leben haben. So, das ist das Zeichen, was Gott von ihnen sehen sagt. Wenn wir dann sagen, wir können das nicht weiten, weil dann in der Weise sagen wir, Gott, das ist nicht so, was die sagst von ihnen sehen. Und das kriegt, was Johannes hier sagt, dann haben wir Gott in Lehner. So, das ist sehr wichtig, was wir tun, was wir sagen, dass wir Gott nicht in Lehner merken. Wenn wir Jesus wollen annehmen, dann, der sagt hier, wer Gott sehen läuft, weit bis sich am Hort, dass das so ist. Wenn wir ihn wollen annehmen, dann wollen wir das weiten, dass das so ist. Petrus, Jesus mir Petrus das klar, und dort bin ich Petrus, der sich das selbst glaubt, der sagt, Fleisch und Blut haft die dort nicht an Bord, aber Gott und Himmel haft die dort an Bord. Und wenn wir wollen uns Hand geben und das glauben, Gott wird uns das an Bord, dann wollen wir das an uns Gott weiten, dass das so ist. Und dann wollen wir das weiten. Und dann Philipper 3, Vers 9 sagt, dass ich will in Amseinen und nicht meine eigene Gerechtigkeit haben, die durch das Gesetz kämpft. Ich sieg die Gerechtigkeit, die durch den Glauben und Christus kämpft. Dort ist eine Gerechtigkeit, die Gott mir zusprach, wenn ich an Jesus glaube. Die Juden sagt das, das habe ich von lesen, die sagten die Gerechtigkeit durch Worte. Und das sagt die Träne nicht. Aber die Herren, die Träne die Gerechtigkeit durch den Glauben. Die Juden sagten die durch die Worte und sie tun nicht. Aber die, die dort glauben, die sehen die Gerechtigkeit. In Galater 2, Vers 21 sagt es, ich stahl Gott seine Genug nicht zu ziehen, weil wenn wir durch das Gesetz können gerecht werden, dann wird durch keine Ursache, dass Christus hat Sterbende. Wenn wir sagen, dass ich mein Bestes proben zu tun, und dort wird mir töten gerne nach, dann sagen wir damit, dass Christus erst vergisst zu sterben. Dann würde ein Spruch sein. Der sagt hier dann, dass Christus vergisst zu sterben. Dann wäre es gleich nötig gewesen. So dass es nicht, wenn Menschen dann sagen, dass wenn wir wollen das tun, dass dort uns was töten, dort erst kämpft von Menschen, dort kämpft nicht von Gott. Weil dort sagt, dann hat Christus nicht sterben. Und dann in 2. Korinther 13, Vers 5, du sagst, Paulus sagt, dass wir sollen uns briefen, dass wir in Glauben stehen. So, das ist wichtig, dass wir uns briefen, dass wir weiten, dass wir in Glauben stehen. Der sagt hier, 2. Korinther 13, Vers 5, sagt er, und ihr seht ihn selbst, auf die in Glauben stehen, braucht das selbst aus. Wollt ihr dort nicht selbst, dass Jesus Christus angehend ist, will zwar nicht, dann habt ihr versagt. Da sage ich mir, ja, Siegkind, seid nur, wo das mit ihnen steht. Wollt ihr nicht, dass Christus an ihnen ist? Wenn ihr das nicht wollt, dann habt ihr das vielleicht nicht. Da sage ich, dann habt ihr den Test gefehlt. So, wo können wir uns briefen? Paulus sagt in Römer 1, Vers 1, sagt, als wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So, wenn wir in Glauben stehen, dann wollen wir Frieden haben mit Gott. Haben wir nicht Frieden, dann sollen wir, können es sein, dann sind wir nicht entlohnt. Da sage ich, prüft uns aus, ob die entlohnt stehen. Wenn wir nicht eine Frieden haben mit Gott, und wenn wir nicht lernen, dass in Wahre kommen, dass in der Herrlichkeit, dann ist es vielleicht, dass wir nicht entlohnt stehen. Jetzt, wenn wir clean wären, wenn wir an der alten Weg fahren, und die bestahlen näher, und wenn seine Hüstern leiden, wenn wir in Eierhäusern was, dann lernen wir gleich nicht. Dann fragen wir verehrt. Because wir wären noch nicht neu gekommen, wir wären Eierhäusern was. Und dann kriegt es das, wenn wir nicht Jesus in Wahre kommen lernen, dann, ich meine nicht, dass wir nicht den Tod lernen, das ist nicht, was meine Meinung hier ist. Ich glaube, kein Mensch lernt nicht den Tod. Die Bibel sagt, der Tod ist der letzte Feind, der Gott vernichten wird. Aber wir lernen, dass sie in Wahre kommen, und wir lernen, dass er uns was holen kommt. Und wenn wir denken, dass sie in Wahre kommen, und wir uns dann fürchten, dann ist es vielleicht, dass wir nicht rein sind, dann ist es vielleicht, dass wir nicht entlohnt stehen. Paulus sagt, prüft uns selbst, auf die entlohnt stehen.
So, wir sind noch hier sein, dass wir sind durch den Glauben die reich geworden. Aber der Glauben hebt du nicht ab. Wenn wir sind durch den Glauben selig geworden, wahre geboren, durch den Glauben, dort meint nicht, dass der Glauben du dann abhören wird. Und Glauben leben wir uns christliches Leben wieder. Alles, was wir tun, muss wir in Glauben tun, was nicht in Glauben kämpft, als Sinn. Das ist, was Paulus sagen wird. Und Römer 1, Vers 17, das hat zu sagen, dass und wo die Glauben immer tun haben, so es geschrieben steht, die Gerechte wird durch seinen Glauben leben. So wir sind gerecht durch den Glauben. Und wenn dort reden wird von gerecht sein, gerechtfertigt zu sein, wird es für jeden das ein Ding, über gerechtfertigt sein, als noch ein anderes Ding. Wenn wir gerecht sind, wenn Gott uns hat gerecht gemerkt, dann sind wir in Gott seine Ehren so, als wir nach Himmel gesündigt haben, und wir nach Himmel was anderes getan haben. Dort so wie in Gott seine Ehren sind, und dort so wie uns sollen sein, so ist Gott uns sein wird. Bis dort, wo er meinen wird, wenn er sagt, die sind gerecht. Das ist nicht unsere Gerechtigkeit, aber das ist Christus seine Gerechtigkeit, durch dort, was er für uns zu tun hat. So, in den Glauben lebe ich wieder, das ist nicht, dass du abhören wird, aber in uns Leben, ins christliche Leben, solange wir hier leben wollen, verlangt Gott von uns Glauben, und wir müssen in Glauben leben, und alles, was wir tun, müssen wir in Glauben tun, wenn es nicht in Glauben kämpft, als Sinn. Und Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, der sagt, dass ich sehe mit Christus mitgeteilt sich, dort sie eigentlich nicht mehr echt, der du lebst, dort als Christus, der in mir lebt, dort Leben, das ich hier im Fleisch lebe ich im Glauben und Gott seinen Sehen, der mir Gott wir und sich selbst von mir handgegeben hat. So Paulus sagt, er lebt sein Glauben und Gott seinen Sehen, der sich hat von ihm handgegeben. Und so muss wir auch, das Leben, das wir hier leben wir und Gott seinen Sehen, der sich von uns hat handgegeben. Aber wo nimmt uns Glauben zu? Uns Glauben soll wachsen und zu nehmen. Wir bleiben nicht bloß bei dem Anfang, wir machen wiedergehen. Und einen Tag haben die Apostel zu Jesus und die sagten zu Jesus, die soll den Glauben stärker werden. Und wir lesen, hier sehen, das macht den Glauben groß. Und das, was die Apostel hier in Lukas 17, Vers 5 sagt, dann sagten die Apostel zu dem Herrn, stärkt uns den Glauben. Und was hat Jesus? Vielmals, wenn die Menschen, die Jesus kommen, halten so die Antwort, was die dann geben, dann haben wir gewundert, warum sie so eine Antwort geben. Aber hier hat eine Antwort, die sagt, in der ersten Fall sagt der Herr überseht, wenn die einen Glauben aus einem Sonnenkorn haben, unter dessen Milbeerbaum sein würden, die sollen sich ausrichten und am Meer saaten, die würden gehorchen. So ich glaube, Jesus will die Jünger hier lehren, dass sie nicht mehr Glauben brauchen. Sie sollen den Glauben, was sie all haben, brauchen. So den Glauben, was wir all haben, müssen wir brauchen. Und wenn das auch mal kleiner ist, ist ein Sonnenkorn. Wenn das Glauben immer sehr klein ist, aber wir den wollen brauchen, Gott nicht den Frauen, den Glauben brauchen, was wir all haben, dann wird er uns den Glauben steuern. Nächstes Mal, wo wir noch was frauen und Gott wird uns halten. Nächstes Mal, wo wir noch was frauen und dort wo uns Glauben zunehmen werden, wassen werden. Und das ist, was Jesus hier lehren will. Er sagt nicht kurz, okay, ich will den Glauben steuern. Er sagt, wenn die Glauben haben, das ist sonst cool. So, er will hier lehren, dass sie sollen den Glauben brauchen, was sie haben, und dann wird ihr Glauben wassen und zunehmen. Mit Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 7, sagt er, wir leben nach einer Zeit, wo wir leben und nicht, wo wir sein. So wir leben in der Zeit, wo wir leben machen. Du wirst die Zeit kommen, wo Glauben nicht mehr nötig sein. Das sagt dann, wo wir am Sein, das er ist. Und wenn wir stur sind, dann brauchen wir nicht mehr leben. Aber solange wir hier leben, leben wir in der Zeit, wo wir noch leben lernen. En Glauben leben meint, dass wir uns vertrauen auf Gott sagen, uns dort verloten, was Gott uns versprochen hat. Dort ist, was meint, ein Glauben leben.
Ans ganz fast durch verloren, was Gott ans versprochen hat, und alles, was Gott ans versprochen hat, kriegen wir nur durch den Glauben. Wenn wir zweifeln, dann darf wir nicht darauf rechnen, dass wir wollen, was von Gott empfangen. Dus dit zijn versprechen die we entloven, wo we entloven abbieren können. In 1. Petrus 4, Vers 7, da sagt es, der schmied all jene Sorgen ab arm, hei sorgt für ihn. So hei sagt, schmied all jene Sorgen ab arm, hei sorgt für uns. Leib wir dort? Haben wir Glauben, dort zu leben? Wenn so hei sorgen das für uns, warum würden wir dann selbst ans Thema sagen? Die Troubles sind durch, dort können wir nicht vorbeigehen, aber wir dürfen nicht fokussen, ans Fokus immer an die Troubles haben. Sei schmied, die sagen auf den Herrn, dann er sagt für uns. So, wenn er für uns sagen das, warum würden wir probieren, das selbst zu arbeiten? So, entlohnen, Gott kommt und sagen, hier ist es, die sagt, ich soll meine Sorgen auf die schmieden, und hier sind die, ich will die Leute mit verhandeln. Die sagt für uns. So, den Lohn, den wir haben, den Lohn, was wir haben, dort wir Gott vertrauen dann. Was immer du muss kommen in uns Leben, wir können Gott vertrauen und unsere Sorgen anbringen und glauben, dass er uns wird durchführen, was immer wir durchgehen dann. Und der 6. Vers sagt, der Sorge am Nisch, lud Gott, oder im Philipper 4, Vers sagt Paulus, Sorgend am Nisch, lud Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was ihnen fehlt. In Gott in Friede, der weit über alles steht, was Menschen verstehen, was ihnen Worten und Gedanken in Christus Jesus bewahren. So, was immer uns fehlt, sagt Gott dort. Und er wird uns bewahren. Und was immer wir durchgehen, dann wir kommen und glauben an Gott und vertrauen an, dass er uns was durchführen. In Lukas 22, Vers 31, da fängt wir eine Geschichte, wo Jesus von Petrus beten hat. Das sagt in Lukas 22, Vers 31, da sagt, und der Herr sagt zu Simon, sagt, Simon, Simon, merkt die der zutun hat, durch einen ungeholen Dienst aus Wert über ein See zu schicken. So, und Jesus sagt zu ihm über Eckhaft für die Gebet. Jesus sagt zu Petrus, die zutun hat, was die proben. Sagt über Eckhaft für die Gebet. Was würden wir beten, wenn wir in schwere Tiden gehen, wenn unsere Freunde durch Versichern gehen, schwere Tiden gehen? Was dürfen wir für ihn beten? Dass Gott irgendwas raten, dass Gott endlich was luten an Versichern fallen? Das ist nicht, was Jesus beten hat. Jesus sagt, ich habe für die Gebet. Und das ist, was er beten hat. Er sagt, dass du deinen Glauben nicht verlieren musst. So Jesus betet für Petrus, dass er seinen Glauben nicht verlieren wird. Und sagt er, wenn du erst nach mir gekommen bist, dann stark deine Brüder. So, wenn er erst durch diese Probe gegangen sein, dann wird er stark sein, dann wird er seine Brüder trösten. Und hier habt ihr auch, wenn der Herr einmal geschlagen wird, er wird doch Gott vertrauen. Und wenn steht, sagt er, ich will nicht zu euch schwören, aber wenn ich gestärkt bin, dann wo ich rauskomme, das rennt Gold. Und das ist, was die Prüfung tun. Jesus betet, dass er den Glauben nicht wird verlieren. Und das ist wichtig, dass wir auch von unseren Schwestern und Brüdern beten, dass sie ihren Glauben nicht wollen verlieren, dass sie wollen festbleiben und glauben. Wenn es Physiken kommen, dort können wir nicht gehen, aber wir haben die Versprechen, dass wir alles nach Gott bringen. Und dann war er stunden und fasten glauben, dann wird er von uns weichen. Und wenn wir stark sind, mit was immer wir durchgehen, dann einen Tag, wo wir rückkommen, das rennt Gold. Und dort können wir alle machen durch den Glauben. Und in Matthäus 15, da kam eine kanonitische Friede Jesus. Sie war eine Tochter, die von den beiden Jesus gequält wurde. Und sie hat von Jesus gehört, dass Jesus seine Sachen heilen kann. So seitdem Jesus in der Haupt, in früher Jesus in der Haupt. Aber die Jünger, die sagen zu Jesus, sie sollen mal Weisheiten, die schrien hier an. Aber die Friede bleibt anhalten, die sagt zu Jesus, halt mich. Und dann sagt Jesus zu dass es nicht fern, die Kinder ihr Brot zu nehmen und die Hunde fertig schmieden.
Ich wonder wat wir würden denken, wenn wir sind würden hier, wenn wir jemand haben, einen Frau und eine Halb, und die uns wir eine Antwort geben. Und Jesus darum war einmal, die darf nicht kriegt die Antwort, wo sie eine Frau, aber wisst ihr was, Jesus darf uns die Antwort, wo uns hart noch Frau, der vierten Frau und unsere lappende Wort, aber Jesus darf uns, dat onze antwoorden wordt ons hart veranderd. En dat is wat het hier passieren deed. De vrije in de vrije wordt geheilt. De vrije die werden met bekend, de Juden die hielden de Herden als van Huin, so du wir sich Gott bekend met, aber zij heeft wenig, nur zij wenig beleidigt, zij blijft wenig aanhouden en zij glaubt, dat Jesus kan voor ihre Tochter heilen kann. In 28. Vers sagte, dann sie, als die eerst geheilt wird, ist de Früh sagte Jesus, ja, ich weiß dat die Huin, zij wist dat, so wie sie mit bekannt, aber zij zei, ja, Herr, überdacht die Hunde eten van die Tremmels, wat van die Meister zijn en daar schon afgehaald. En dan zegt Jezus te haar in Matthäus 15, vers 28, dan zegt Jezus te haar, O Frau, du hast einen großen Glauben, du sollst kriegen, was du die wünschst. Und ihre Tochter wird plötzlich gesinnt. So hier sei wir das, anhalten bleiben, krijgen woord vast vertrouwen, vast blijven. En dat weer een grote glauben. Dan zei hij te de dingen, dat zonnengloben had hij in ganz Israël niet mal gevangen. En dat is een grote glauben. En 2 Timotheus 1 vers 12, da sagt Paulus, ik weet om wem ik geleefd heb, en ik zie me zeker, dat hij mij dort bewaren kan, wat ik am onvertrouwd heb, wat on jan en dag. En dan in Philippa 1 vers sagt dat ik heb door een goede hoopning, dat die dat goede werk in die ongevangen heeft, die wordt dat ook vorig merken, wat on Jesus Christus zien daar. So, in God is die den Glauben an uns angefangen heeft, en hij sagt, hij wordt den ook vorig merken. So, dat is wichtig, dat we dat lernen, en ik mag ons alle het verspreken, ik weet niet wat je daar doen, aber wat immer du mag zijn, vertrouwt Gott, en vasten glauben, denk eraan dat ohne Glauben als der allmählich Gott heeft holen. En denk eraan dat wir zweifeln und da wir nicht glauben, dass wir von Gott wird empfangen. Erstens, dat wir leben, haben wir durch den Glauben, und dann leben wir ans dritte Leben durch den Glauben wieder, solange wir hier leben dürfen. Und wir haben all diese Versprechungen, und diese Versprechungen, die treiben wir durch den Glauben, betrieben die Versprechen Christus Abraham. Hij glaubt en dort wordt hem aangerekend als zijn gerechtigheid. Maar dat zeg ik in Kolosser 1 vers 23, zeg ik, du bekämpft het nu erop aan dat die im Glauben vast blijven. En dat die niet afkomen van de hoopning en evangelium, so habt die dat die hiert en zo is dat alle mensen in den Himmel gepredigt worden. So, dat is ook wichtig dat de zaak hier dat we aan Glauben blijven. In Hebräer 3 vers 12 sagt dat Brüder, seid den fair, dat nicht ein fair von dient en beide hart haft. Dan sagt en beide hart van Anglauben. So Anglauben, dat is een beide hart. Wenn wir einmal was sagen, und die Menschen glauben dat nicht, was wir sagen, dann sind wir fertig beleidigt, nicht? Waarom moet je me niet geloven? Dan zeg ik, die mal fehlen, en waarom luistert je me niet? En dat is voor God is. Hij zegt, wenn wir nicht glauben, für Gott sieht es so an, als ein beides Wort. Das heißt, in Hebräer 3, Vers 12, sie sollen sich fair sein, dass sie nicht irgendwer was ein beides Wort von Anglauben haben. So, wir sagen, das wo wichtig, die Glauben ist. Dat ohne Glauben ist der allmählich Gott hier voll. Der Gerechte soll durch den Glauben leben. Nicht hat Menschen verloren. Bitte, die Menschen, die was er uns sagen, der stimmt mit was Gott ihnen wird sagen, dann können wir durchbieren. Und Paulus sagt, hat achtmal gesagt, folgt mir nur, so als Christus nur folgen darf. Und ich glaube, wir sollen vorsichtig sein, wenn wir im Heichen tun. Wir sollen immer fragen, als sie uns können an der Bibel lesen, wo das geschrieben steht, und wenn nicht, dann nicht durch den Heichen tun.
Dus dat is zeer schwer, wenn wir in Twiebelland kommen. Und ich weiß auch, wie du sagst, ist in Lohn gekommen, wir dann auch fangen an, nur zu horchen, was Menschen sehen. Und das geht nicht sehr lang, dann wir kriegt es, Jakobus sagt, Hand und her auf all meine Wege. Und wir wissen alle, was das ist, wie schwer das ist, wenn wir durch die Routen lernen. Und das haben wir da, wo ich den Scherung merken, ich würde nicht dort gehen, was Gott sein wird sein, wenn dem, was mir seht, ich will am rechten Weg, ich will ewig schütten, ich gehe in Gott sein wird, und ich fange an, dass dort stimmt, was wir sehen, dann bleibe ich dort, und wenn das nicht stimmt, dann dachte ich wieder, überhaupt nicht mehr, was ich gesagt habe, wenn ich biete, vielleicht mir dort, was Gott sein wird sein, und das, was wir immer sollen. In 64 zijn wem wir horchen. Nicht, wenn wir mit wem reden, dann wir Mutter sprechen, dann, wenn wir wem trauen zu halten. Immer Schriftstellen brauchen. Sagen, das, was die Bibel sagt, das, was Gott sagt. Nicht bloß, was wir sagen, aber Schriftstellen sein, was Gott sein wird sagt, und wo sie kann gehalten werden. So, was immer wir durchgehen, ich würde ans Mutter sprechen, dass wir würden daran denken, dass unten glauben, dass es allmählich Gott hier holen. En dat wij zullen ons loon, ons christelijk leven en loon leven. Christus Paulus, dat wij zijn gestorven, we zijn met Christus met dat leven wat we hier nu leven, leven we en loon en God zien en zien. En dan de laatste versen, waar ik wel zum Schluss hier nog lezen, is Hebräer 6, vers 17 durch 20. En was die Paulus mal laten weichen in Rom weer, met al die andere mensen top op dat schap, ze beginnen in een grote storm. En zij, dat wordt zo weg, so zij leiden de 4 ankers erop om dat schap te vast te houden. En wanneer we sterven is in ons leven, we hebben ook een anker. En die anker, dat hebben we aanhouden, en die wordt zeker blijven, dan waar we durchkomen. Galater 6, vers 17, durch 18 sagt, du wen hat Gott, ook zijn verspreken bekrachtigt met een eed. Damit wil hij de oren van zijn verspreken dat zij klar merken dat er ganz sicher so blijven wordt. So hier wil Gott dat sicher merken dat dort wat hij verspreken had, dat wordt ze blijven. Dat wordt niet ändern, dat wordt ze blijven. Dan de 18e vers zegt hij, so sind door tweeërlei die niet ändern. Wie so das allmählich dat Gott liegen wordt. Wo man wie veel Mut nehmen kann, uns und die Hoffnung zu holen, die uns angeboten ist. Diese Hoffnung haben wir aus einem festen, sicheren Anker für unsere Seele. So das ist der Anker, das Glauben an Jesus Christus. Dort ist der Anker, wo wir sicher können festhalten und was uns nicht Luten weicht lassen. Da ist er wieder, in der Zeit, was hinter dem Verhang am höchsten Himmel, Heiligtum und himmlischen Tempel. Du hast dieses für uns und an unserer Stelle angewohnen, als ein Hohepriester für alle Ewigkeit, nur der Ordnung von Melchizedek. So das ist uns Anker, wo wir uns ja noch festhalten. Erstlich, wir verloren uns nur, dass wir sind durch den Glauben gerat und dann du wieder leben wir uns Leben und Jesus Christus und das ist der Anker, wo wir uns zum festhalten können. Und die strang die jetzt bei einem Himmel, wo Jesus Christus ist, und wenn wir es durch und holen, dann wo wir bestehen und bleiben. Und das ist das hier passiert, wenn er ist, wo durch die Pro sein, wenn er ist, wo er reinkommt, dann wird er reinkommen als reines Gold. Und das, wo wir reinkommen, wenn wir uns wollen, und das wir holen, und dort, was Gott gesagt hat, und du abbiegen, und nicht abbiegen, was Menschen sein, aber abbiegen, was Gott gesagt hat, dann wo wir durchkommen, und dann wo wir hier in das Leben noch Frucht bringen, dort ist erstens, was Gott uns gerat hat, dass wir sollen Frucht bringen. Das wird Epheser 2, Vers 10 sagt, dass Gott hat von uns einen Stand versagt, dass wir können gute Dinge tun. Das ist nicht, dass wir durch die Gesetze gereicht werden, aber Herr hat uns gereicht und gute Dinge tun. Und wenn wir wollen und glauben an Christus leben, dann wollen wir Frucht bringen hier und in das Leben vor allem. Und ich muss noch sagen, dass das Gesetz, wenn wir nicht erreicht werden durch das Gesetz, das ist der Weg nicht, dass wir sagen, dass das Gesetz nicht mehr von uns ist. Das Gesetz ist gut, das soll Paulus sagen.
Dat je zaad is goed, dat wijst ons dat we op weg naar de hal zijn. Dat wijst ons wat we te doen hebben. En je nood, dat je nood waar we geraakt. En Römer 6 sagt Paulus, dat we zullen ons doodhouden voor de zin. En hij zegt ook dat we vrij zijn van de macht van de zin. So we zijn vrij, de zin darf nicht mehr herrschen über uns. Wenn wir wollen in Glauben leben, dann darf die Sinn nicht mehr herrschen über uns. Und dann Römer 7 sagt er, wir sind frei von der Gesetz. Erstens, wir sind frei von der Sklaven von der Sinn. Und dann Römer 7 sagt er, wir sind frei von der Gesetz. Und so, da müssen wir an denken, wir sind frei von der Gesetz, aber das Gesetz ist, als du weniger das Gesetz schlecht ist, das Gesetz ist gut und herrlich, wie dort wies uns, wo wir uns tun. So ist Paulus sagt, wir sollen uns prüfen, sehen wir, dass man uns steht. Und das ist, wo wir das können tun. Das Gesetz hat uns das tun, uns zu prüfen, ob wir wirklich in Glauben stehen. So muss Gott uns sehen, und muss wir daran denken, dass wir sollen in Glauben leben, und dass ohne Glauben, als allmählich Gott hervorholen. Und immer daran denken, wenn wir nach Gott kommen, dass wir nicht zweifeln, dann wenn wir zweifeln, dann darf wir nicht glauben, dass wir wollen, was von Gott kriegen. So, wir haben noch mal einen Tipp beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor den Heiligen Angesagt, wir danken dir für den Wort, wir danken dir für all die Versprechen, die wir haben, die du uns gegeben hast, die du hast lassen abschreiben, durch Mana, die du von den Heiligen Geist gedreven sind, Herr. Und Herr, wir danken dir von dem Morgens, dass du gesagt hast, dass dort was zu bleiben, dass das nicht ändern wird. Die Versprechen, die wollen ewig bleiben, Herr. Und dass wir du abbieten können, dass wir du vertrauen können, dass wir uns vertrauen, du absagen können, was immer uns fehlen wird, um uns christliches Leben hier führen wird, hier in das Leben führen. Und habt ihr uns, Herr, dass wir würden immer aufmerksam sein, dass wir würden sein, und daran denken, dass ohne Glauben, als allmählich die tief holen, Herr. Und habt ihr uns gesagt, dass wir, wenn wir die kommen, dass wir wirklich glauben, dass die Besten, dass die belohnen wirst, die ihr ins Licht sehen. Und Herr, ich bete, musst du in jedem einen hier von der Stärken und deren Glauben, Herr. Und ich bete, Herr, dass die uns alle beschalten, dass den Glauben, dass wir haben, dass wir den praktischen würden, dass die können wasen, Herr. Musst du uns Kraft, Mut geben, Geduld geben und uns leiden und führen. Und habt ihr uns, dass wir uns Leben hier und Glauben leben wollen und Glauben und ihnen sehen, Herr. Herr, ich danke dir für was du geredet hast, Hans, von uns Morgens. Und ich bete, dass du ihnen Wort durchsehen. Von jedem einen, in Jesus Namen. Amen.